Servus, heute macht man ein Wammerl. Und so soll es ausschauen. Als Beilage ein Knödel und ein Kartoffelsalat. Für die Sauce haben wir verschiedene Gemüse, Geiberum, Lauch und Sellerie. Das Wammerl schneiden wir gleichmäßig ein. Wir nehmen ein Teppichmesser, das ist immer schön scharf. Gleichmäßig in Zentimeter breite Stücke. Und danach tun wir so diagonal in Rautenform. Damit die Sauce nachher später gut schmeckt, haben wir uns noch ein paar Ripperl hergerichtet. Und die Ripperl tun wir schön einwürzen. Wir nehmen wieder wie immer unser Opas Grillgewürz. Alles Geschmackssache. Für das Wammerl das gleiche Gewürz. Und tun wir das Gewürz später schön in die Rillen einmassieren. Und so soll es fertig ausschauen. Anfangen tun wir mit dem Gemüse und mit der Sauce. Bei 220 Grad tun wir das Grillgemüse in den Napoleon. Und da lassen wir es dahin brutzeln und wirklich schön anbraten. Zwischendurch einmal wenden. Wenn alles schön angeröstet ist, tun wir es aufgießen. Immer wieder mal mit ein bisschen am Wasser. Immer wieder reduzieren lassen und wunderbar. Das macht man 2 Stunden. Dann legen wir unser Wammerl mit rein. Bei einer Kerntemperatur von 57 Grad geben wir ein bisschen Gas, damit das Wammerl ein schönes Rinderl kriegt. Die Sauce kocht unten schön ein und das Wammerl platzt schön langsam auf. Dann bepinseln wir das Wammerl mit einer Soße. Und die haben wir gemacht aus verschiedenen Ketchup-Sorten, eine Sojasauce, Teriyaki-Sauce, Worcester-Sauce, ein bisschen Senf, ein bisschen Honig. Wunderbar. Bei einer Kerntemperatur von 80 Grad gießen wir die Soße ab. Wir nehmen dann das Wammerl runter und tun es wieder auf den Grill. Den Behälter für die Soße tun wir raus und gießen wir dann separat ab. Wunderbar, schön eingedickt. Die perfekte Schweinsbrannensauce. Und so schaut es dann aus, wenn man es runtergießt. Schön dunkel und schön dickflüssig. Das Ganze passieren wir nochmal durch, mit der Gabel die ganzen Inhaltsstoffe durch den Siebdrucker. Und schon habt ihr die perfekte Sauce. Bei 85 Grad ist der Braten fertig. Hört es? Wunderbar krossig. Und dann schneiden wir ihn auf. Außen ist er leicht dunkel, das macht die Tomatensauce aus. Ist nicht verbrannt. In der Mitte wunderbar saftig. Seht es? Mit Beilage, Knödel, Soße und Salat, die Ripperlopfieseln, ein Traumgericht. Viel Spaß beim Nachmachen, wünscht euch der Sigi. Servus.